Die Europapolitik hat für die Linke eine große Bedeutung. Wir machen nämlich nicht mehr den Unterschied zwischen Europapolitik und nationaler Politik. Für uns sitzt die Lützeburgische Regierung auch zu Brüssel. Von dort aus kommen die wichtigen Bestimmungen, die unseren Alltag unter den letzten 10 Jahren grundlegend beeinflussen. Die neoliberale Politik, die die EU seit bald 20 Jahren betreibt, hat beim Maastrichter Vertrag angefangen, mit dem Stabilitätspakt weitergegangen, die Lissabonner Strategie, an die EU-Organen unterstützt die Europäische Zentralbank, Privatisierung, Deregularisierung auf die Tagesordnung gesagt. Der sozialen Dumping, der Steuerdumping, der Umweltdumping und Delokalisierung und Leute immer mehr auch zu Lützeburg erlebt. Und wenn wir heute von so einer katastrophalen Lage stehen, dann ist das schon schuld, großen Teil von der Europapolitik, wie sie heute gefeiert wird. Die Linke hat aber hinter ihrem Bestehen sich konsequent und kontinuierlich gegen die Politik öffentlich angesagt, ob ihre Arbeitsplätze und ihre Members sich angesagt an den Gewerkschaften, an der Chambre, wie man nach da vertreten wären. Wir sind aber auch ein Teil von einer großen Bewegung, die gemeinsam an Europa mit den Gewerkschaften, mit der Zivilbewegung, mit den Zivilbewegungen, mit der Friedensbewegung sich ersetzt auf der Straße, sich mobilisiert gegen Privatisierungen, gegen den sozialen Aufbau, gegen den Krieg. Wir sind Mitglied von der Europäischen Linkspartei, von der antikapitalistischen Linkspartei. An mit denen zusammen mobilisieren wir auf der Straße, aber auch haben wir einen ganz engen Kontakt mit den Vertretern von den linken Parteien am Europaparlament zu Straßburg, mit der GUE, der Gauche Unie Européenne, die auch unterstützt steht vom Kampf gegen die neoliberale Politik, die an Europa getrieben wird. Und übrigens also auch die Fraktion, die uns am Anfang die Linke auch zu Straßburg vertritt, die unterstützt Sturm vom Kampf von der Bolkestein-Direktive, die dann auch umgeändert ging, als wir immer nach obdacht. Wir sagen, der Kern von der neoliberalen Politik, das sind die Verträge, und die letzte Vertrag, das ist der Lissabonner Vertrag, den am von Kehrstück ist, gegen das wir wollen vorgehen, den das Prinzip, das sakrosankte Prinzip der freier und unverfälschter Konkurrenz an sich hat und die libre Zirkulation vom Kapital. Wir hätten gerne einen Richtungswechsel an Europa. Wir hätten gerne eine Änderung von dem Lissabonner Vertrag, nicht kleine Verbesserungen, aber carrément einen anderen Vertrag am Platz, ein Vertrag, den auf einer sozialen Basis ist, an den nicht das sakrosankte Prinzip von dem liberalen Europa an sich birgt. Wir haben zwei Hauptkonstanten bei der Linke. Europa ist nicht sozial und Europa ist nicht demokratisch. Das muss geändert werden. Wie weit ist Europa nicht sozial? Im anderen ist es so, dass das europäische Recht und Droit communautaire systematisch das Sozial und das Wirtschaftliche stellt. Das sind sogar andere Parteien, die dazu sagen, wie die Sozialisten geht, dass sie nicht alle Konsequenzen daraus erzählen. Erstens ist es so, dass durch das Prinzip von der freien und unverfälschter Konkurrenz die öffentlichen Services wie Post, CFL und andere Services liberalisiert an der Term privatisiert gehen. Der anderen Seite ist es so, dass durch die 4 kommunären Freiheiten, essentiellement wirtschaftliche Freiheiten, sind nämlich die freie Zirkulation von Waren, vom Kapital, von Services, Bolkestein, und einen kleineren Teil von den Personen, systematisch von der Kommission, vom Europäischen Gerichtshof, so instrumentalisiert gehen, für auf nationalem Niveau unerkannte Sozialrechte auszuhöhlen und aufzubauen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn heute Arbeiter von Villeroy einen legalen Streik organisieren für Delokalisierung von ihrer Fabrik nach Ostdeutschland zu verhindern, wäre das konträr
zum europäischen Recht Liberté d'établissement an Liberté de Circulation des Services. Aber sie kimmen du wennst die hier Gewerkschaft kimmt du wennst vom europäischen Gerichtshof an noch vom nationale Gerichtshof bestraft gehen. Wat als den Hauptproblem von Europa? Wie wat als net möglich, dass man sozial Europa am Moment können holen? Das ist, weil Europa nicht demokratisch funktioniert. Es gibt keine Gewaltentrennung, es gibt viel unübersichtlich Entscheidungsorgane, die mehr Männer legitim wie das andere sind. Und es gibt keine politische Responsabilität von den Leuten, die Decisionen holen im europäischen Niveau. Was ist Responsabilität? Das von der Bürger oder der Bürgerin kann sagen, sein Politiker, es sind nicht mit d'accord. Du hast mich gebaut, dafür wählen ich dich auf. Das ist das Prinzip von der Demokratie. Kann in den Conseil aufwählen? Nein, nicht als solch. Kann in die Kommission aufwählen? Nein. Kann den Gouverneur von der Zentralbank aufwählen, die gerade so eine wichtige Rolle spielen wie nationale Regierungen? Nein. Kann in die aktuelle Majorität am Europäischen Parlament aufwählen? Ja, das kann ich. Und dafür ist es, weil wir sagen, dass es die direkt gewählten Institutionen, die politisch responsabel sind, also am europäischen Niveau des Europaparlaments sind, die müssen in Zukunft federführen an Europa. Ohne ein demokratisches Europa kreieren wir kein soziales Europa. Was immer unsere Intentionen sind, und ohne ein soziales Europa kriegen wir auch kein gerechtes Lützeburg. Ich meine, all die inhaltlichen Sachen, die lo gesagt sind, die haben wir natürlich auch auf verschiedenen Dokumenten festgehalten. Ich würde für dich gerne aufmerksam machen bei diesem Programm. Und nach einem Jahr zu so ein Lien zwischen nationaler Politik und Europapolitik. Das ist also Programm also so aufgebaut, dass man sich permanent ein Lien machen zwischen was und nationalem Niveau geschieht mit Europapolitik, die ja anscheinend man immer verbrechen könnte, wir mengen zwar das letzte Beispiel der Mannschaft an der Teil sind dann noch ganz konkret Sachen dran, wie zum Beispiel Privatisierung von der Stromzulieferung, wo man dann eben all die Direktiven einmal integriert tun. Man am Programm aber auch in eigenen Teil Europa den eine Neugründung von der Europäischen Union fordert. Das ist also den Akzent ist wirklich klar, das tut in Europa, das wollen wir nicht, das ist auch an dem Programm halt dran. Den Teil zu Europa selber, das an dem sie einerseits zusammenfassen, was durchgehend am Programm ist, also aber auch ergänzend. Da haben wir 5 Schwerpunkte gesagt an dem Teil, dass wir, wie schon viel erwähnt, das soziale Europa, das demokratische Europa, das friedliche Europa. Ich will eigentlich daran erinnern, dass wir die Ablösung von der NATO fördern und dass wir auch mit dem, was am Lissabon-Treaty dran ist, für eine europäische Armee zu gründen, die so mit NATO gebunden sind, absolut nicht d'accord sind. Dann ist noch ein Punkt, wo wir eine nachhaltige Politik fördern. Natürlich, wir meinen nicht, dass in Lokan auf Krise, Finanzkrise soll reagieren, aber dass muss ein Gesamtbild tun, weil wir sind nicht immer in einer Finanzkrise, wo Hungersnot, wo Klimakrise, und das muss mehr global umgehen, was definitiv nicht geschieht im europäischen Niveau. Und dann nach einem Teil, wo es finalement um Menschenrechte geht, konzentriert aber auf Migrationsfragen. Wir fanden, dass die Europapolitik unter Migrationsfragen wirklich gegen Menschenrechte geht. Also das wird vor der Rest Europa, also ist wahrscheinlich schon bekannt. Und da wird eine ziemlich elitäre Politik gefordert, an die, wie gesagt, gegen Menschenrechte geht.